Mehr Service geht ja nicht. Wenn es losgehen soll, geht's los. Kein Problem. Ich gebe es Ihnen lieber. Kosel, ja, genau. Stu. Achso, ej. Što, v Košica ili što? Aha, okej. Hä? Dobry wieczór, schönen guten Abend. Ich bin Roland Löffler von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und darf Sie sehr herzlich zum 4. Abend der Serbska Debata herzlich begrüßen, die wir zusammen mit Serbska Novini und der Stiftung für das sorbische Volk veranstalten. Ich freue mich sehr, dass Sie uns über die 4 Abende die Treue gehalten haben. Wir waren ja in sehr unterschiedlichen Orten, in Schleife, in Krostwitz, in Bautzen und heute sind wir in Hoyerswerda. Heute Abend geht es um eine Frage, die das sorbische Volk schon viele Jahre intensiv beschäftigt. Wie geht es weiter mit der politischen Partizipation? Ich glaube, es ist nicht zu weit gegriffen, zu sagen, dass das in den letzten Jahren ein sehr kontroverses Thema war, das durchaus für erhebliche Spannungen gesorgt hat. Und darum danke ich sehr herzlich unseren 3 Gästen, die sich dieser Auseinandersetzung stellen. Das finde ich sehr mutig und auch sehr wichtig, dass man in einem öffentlichen Rahmen zusammen die Fragen diskutiert, die zu diskutieren sind.
Die Sorbengesetzgebung des Freistaats Sachsen sieht vor, dass ein Dachverband die Interessen der Sorben auf Landes- und Bundesebene vertreten kann. Die Domowina versteht sich nach ihrer Satzung als dieser Dachverband. In den letzten Jahren hat es mit dem Serbski Sejm aber auch Bestrebungen gegeben, eine andere Art der Vertretung ins Leben zu rufen. Und dann gibt es Menschen, die weder mit der einen noch mit der anderen Variante zufrieden sind. Also insofern gibt es viele Fragen, wie die Partizipation im sorbischen Volk weiterzugehen hat. Als Vertreter des Freistaates Sachsen habe ich mich dazu zurückzuhalten, weil das eine innersorbische Angelegenheit ist. Aber es ist natürlich eine wichtige Frage, auch für die Mehrheitsgesellschaft, für das Miteinander, wie sich Positionen artikulieren, wie sich Dinge weiterentwickeln und wie wir im gesellschaftlichen Miteinander Entscheidungen herbeiführen wollen. Insofern bin ich sehr auf den Abend gespannt. Übergebe jetzt an Herrn Braumann für die Moderation, der unsere Gäste des heutigen Abends vorstellen wird. Sie sehen die 2 Mikrofone. Bitte diejenigen, die dann im Laufe der Diskussion sich zu Wort melden wollen, sich an den Mikrofonen aufzustellen. Bitte von langen Statements abzusehen, sondern eher, achso, ja genau. Und wir haben natürlich noch wie immer an diesen Abenden, dafür danke ich auch sehr herzlich, einen Übersetzungsdienst. Sie haben die Kopfhörer sicherlich schon gesehen, wer noch welche braucht. Da hinten sind sie neben dem Büchertisch der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Sie dürfen die Bücher frei mitnehmen. Und nun genug der Vorreden. Wir sind sehr gespannt, was der Abend erbringt und ich freue mich auf die Diskussion. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es funktioniert, ohne dass man etwas anders aufstellen muss. Hagen Domaschka, Aktivist für den Serbski Sejm. David Statnik, wo bist du bitte dort? Und Mato Krüger, bitte in die Mitte. Wir haben uns dabei etwas gedacht. Ich selbst bin Anhänger der freien Sprache. Jedoch, wie Sie wissen, haben wir auch heute eine Simultanübersetzung. Und deshalb halte ich mich an einen Ablauf, dass wir das unserer Kollegin Milenka Retschke erleichtern können. Ich danke ihr, dass sie die Aufgabe übernommen hat. Die Diskussion über die Bildung hat Dr. Beate Bresan übersetzt, da Frau Retschke Moderatorin dieser Veranstaltung war. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen hier die Gäste präsentieren können und mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Natürlich freue ich mich auch, dass Sie, wie man bei den Sorben sagt, in großer Zahl nach Hoyerswerda gekommen sind. Und ich danke auch denen, die die Veranstaltung über Livestream verfolgen. Sie können sich über den Chat an der Diskussion mit Statements und mit Fragen beteiligen. Sollte technischer Fragen wegen, weil hier alles über Handy läuft, es irgendwelche Fragen gibt, dann bitten wir die Menschen außerhalb des Saals auf einen anderen Kanal zu gehen, falls es nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, bleiben Sie dort, wo Sie im Moment sind. Unsere Gäste auf dem Podium sind David Statnik,
Hagen Domaschka und Matto Krüger. Das sind 3 Männer. Natürlich wissen wir, dass es heute so ist, dass auf der Bühne auch alle Geschlechter sitzen sollten. Bei der Diskussion zur Bildung hatten wir 4 Frauen eingeladen. Am Ende saßen dort 2 Frauen und 2 Männer, die dort diskutierten. Heute sei es, wie es ist. Wir wollten natürlich den Vorsitzenden der Domowina des Dachverbandes der Sorben haben, und er ist offensichtlich ein Mann. Wir wollten auch Herrn Tomasz Czornak einladen, der die meisten Stimmen als Abgeordneter des sorbischen Sejm im Jahr 2018 erhalten hat. Er hat aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Sie haben sich entschieden, Hagen Domaschka hierher zu schicken und Matto Krüger als Institution des Vereines, der sich um die Gegenden kümmert, in denen es um das Wiederbeleben des Sorbischen geht, war uns als unabhängige Stimme wichtig. Und deshalb bitte ich Sie, dass wir zu Beginn der Diskussion mit dem Publikum, dass sich dort erst einmal 3 Frauen melden. Das ist jetzt eine ausdrückliche Bitte zu Beginn der allgemeinen Diskussion. Da wollen wir gerne Statements von 3 Frauen haben. Hinsichtlich dessen, dass es genügend Frauen hier auf dem Saal gibt, denke ich nicht, dass es für uns ein Problem wird. Meine erste Frage an David Statnik richtet sich an den Titel der Veranstaltung direkt. Wie sieht es aus? Nach Meinung des Vorsitzenden Domowina, der unterdessen jahrelange Erfahrung hat, sind die Sorbinnen in der Domowina gut genug vertreten? Sind die Sorben und die Sorbinnen aller Regionen verschiedener Herkunft und verschiedener Glaubensbekenntnisse bzw. Weltanschauungen im Dachverband gut genug repräsentiert? Und ist die Domowina als Dachverband allen offen, die sich zugunsten der Sorben engagieren? Ja, guten Abend, lieber Marcel, liebe Anwesenden, oder wie man im Sorbenland sagt, gelobt sei Jesus Christus, hilf Gott und Shalom. Das ist bei uns möglich. Und ich habe gedacht, alle Fragen sind bereits abgearbeitet, vor allem die Frage der Frauen und Männer. Das hat mich bei der Einladung etwas gewundert, jedoch ich stelle fest, wir spüren es. Und das ist ein Fortschritt. Wenn wir in den Bundesverband denken, wir haben 27 Mitglieder, 11 davon sind Frauen. Und schaue ich in unsere Vereine, 18 davon, da sind immer 7,5 Personen weiblich. Hier in Hoyerswerda teilt sich das, was die Regionalsprecher angeht. Wir haben immer die Hälfte. Die Domowina ist allen offen. Sie hat in sich Personen der katholischen, evangelischen, des Glaubens. Wir haben Menschen, die nicht glauben. Wir haben alle Regionen. Eingebunden sind die Oberlausitz, die Niederlausitz und die Mittellausitz. Wir können immer über die Zusammenstellung sprechen. Was ich feststelle, keine Region ist ausgenommen.
Wir haben auch Studenten, die außerhalb der Lausitz leben, die aktiv im Bundesvorstand sind und deshalb auch auf die letzte Frage bezogen. Die Domowina ist allen offen und jeder, der möchte, kann gern mit uns oder im Dachverband mitarbeiten. Vielen Dank. Tomasz Schonak hat jahrelang, nicht zuletzt als Bürgermeister in Libeschitz, erfahren, dass Kommunalpolitiker oftmals auslöffeln müssen, was die Verantwortlichen auf höheren Ebenen eingebrockt haben. Deshalb wollte ich ihn fragen, wie ist das in unserer nationalen Politik? Haben diejenigen, die sich auf der Basis in Vereinen für die sorbische Sprache und Kultur einsetzen, genügend Einfluss auf die Schaffung der Rahmenbedingungen ihres Engagements? Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch Hagen Domaschka unterdessen genügend politische Erfahrungen hat, sodass er auf diese Frage antworten kann. Deshalb habe ich sie nicht verändert. Ich danke sehr. Zuerst möchte ich von Tomasz Czornak liebe Grüße übermitteln, der aus gesundheitlichen Gründen heute nicht dabei sein kann. Ich freue mich und bin sehr stolz, dass ich heute die sorbische Politik diskutieren darf, etwa 100 Meter von dieser Stelle, an der 1912 die Domowina gegründet wurde. Ich möchte heute Deutsch sprechen und danke für die Übersetzung. Um aktiv zu werden an der Basis, oder sagen wir mal so, für unsere sogenannte auf Deutsch nationale Politik, Narodna Politiker, gibt es verschiedene Ebenen, auf denen wir tätig sein können und sollten. Die einfachste Ebene ist einfach die kulturelle Arbeit an der Basis. Dafür braucht man begeisterte Menschen, die Freude an ihrem Tun haben. Und dafür ist jetzt nichts weiter notwendig, kein besonderer Rahmen, außer halt die in unserem Land garantierte persönliche Freiheit. Also wenn ich morgen anfangen will, sorbische Musik zu machen, dann kann ich das sofort tun. Wenn ich dann für längere Zeit mich einem bestimmten Thema widme, dann habe ich auch ein sehr kraftvolles Werkzeug, das ist das Vereinsrecht. Und das ist eine gute Sache, denn dadurch gibt es einer Gruppe von Menschen, die sich engagieren wollen, Stabilität und auch eine rechtliche Struktur. Und man kann damit auch viel erreichen. Also in Dresden haben wir mit dem Verein Stupdale es zum Beispiel geschafft, dass die Stadt eine sorbischsprachige Kindergartengruppe betreibt. Das war ganz klassisch Lobbyarbeit. Und das kann ein starker Verein natürlich auch auf starke Weise tun. Und dafür sorgen, dass die bestehenden Gesetze, die Rahmenbedingungen für die eigenen Zwecke optimal genutzt werden. Man kann mit sehr konsequenter Lobbyarbeit, wenn man oft genug Abgeordnete anruft und es denen auch noch passt, sogar Gesetze ändern. Das sehen wir gerade aktuell am Beispiel des Namensrechts. Es hat zwar leider sehr lange gedauert, über 30 Jahre, aber unter anderem auch durch das Engagement der Domowina ist es jetzt möglich, dass das Namensrecht endlich so aktualisiert wird, dass auch sorbische Frauen den Namen korrekt führen können, wenn sie es möchten. Und deshalb finde ich es persönlich als Mitglied der Domowina auch wichtig, dass sie sehr stark ist und die Rechte ihrer Mitglieder auch einfordert. Aber um die Frage nochmal ganz direkt zu beantworten, ich denke, der Einfluss von Vereinen allein reicht nicht aus, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, die wir brauchen, denn es geht ja hier um die sorbische Zukunft. Und das sehen wir bei Themen, die wir hier teilweise auch in der Srpska Debata schon diskutiert haben, bei der Bildung, aber auch bei der Braunkohle oder beim Kaolin, beim Wasser, beim Strukturwandel, bei den Medien. Da bin ich der Meinung, dass das politische System eigentlich erstmal geändert werden muss. Also die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten, müssen sich grundlegend ändern. Und dafür müssen wir diese Ebene des politischen Systems erstmal betreten. Dort besteht aus der Sicht vieler nämlich eine Lücke. Und das ist die Repräsentationslücke für das sorbische Volk. Und wir hatten viele Kämpfe in Deutschland, 1848, 1919, 1989, werden sich sicherlich noch viele daran erinnern, wo freie Wahlen gefordert wurden. Ich bin gleich fertig, danke. Und 2018 hat der Srpski Sejm diese Ebene zum ersten Mal betreten für das sorbische Volk.
Und ich denke, das ist wichtig, dass diese Arbeit auch dort auf dieser Ebene geführt wird. Hab Dank. Mato Krüger hat sich mit seiner Frau in einem Dorf, welches zu DDR-Zeiten offiziell als Schrumpfdorf galt. Ich habe keinen sorbischen Namen gefunden. Sie hat in der Hochkircher-Gegend die einzige neue Familie gegründet, in der mit den Kindern Sorbisch gesprochen wird. Und Mato Krüger freut sich, dass inzwischen erwachsene Kinder auch untereinander Sorbisch sprechen. Der sorbische evangelische Verein ist gerade in diesen Gegenden ein anerkannter Sprecher der Sorben. Ungeachtet dessen haben sie sich entschieden, nicht als Mitglied der Domowina zu pflügen und haben ebenso für den Serbski Sejm bisher nicht öffentlich plädiert. Welche Gründe haben Sie für diese Position? Hilf Gott. Ich möchte noch einen Satz zu Schrumpfdorf sagen. Das war wirklich eine kurze Phase in der DDR-Zeit. 1975 haben meine Schwiegereltern nicht bauen dürfen unter dem Tschornebo in Wuischke und mussten deshalb nach Hochkirch ziehen. Das war ein zentrales Dorf. Das war jedoch nur eine kurze Phase. Das war schnell vorbei und zum Glück durften wir nach der Wende in Wuischke bauen. Ja, die Entscheidung für mich persönlich war das ein pragmatischer Beschluss, nicht gegen die Domowina 1990, sondern für den Verein, den evangelischen Verein. Sie haben mich gefragt, der evangelische Glauben ist mir sehr nah. Ich bin Niedersorber aus der Niederlausitz und ich habe im Jahr 87 miterlebt, wie die sorbische Messe in der Niederlausitz wiederbelebt wurde in Dissen. Und das war für uns junge Sorben eine große Sache. Und das war mir nah und eine schnelle Entscheidung. Ich habe gesehen, dass die Schwerpunkte des evangelischen Vereins für Familien zu wirken, für Kinder zu wirken und Sprachräume zu bauen, zu entwickeln. Damals haben wir diesen Begriff noch nicht verwendet. Wir reden immer davon. Der Verein, für den Verein damals war das jedoch ein wichtiges Thema. Warum ist der Verein jedoch nicht in der Domowina? Der Verein wurde 1994 gegründet. Die Erinnerungen an die Zeit der DDR waren noch sehr frisch. Vielleicht auch die nicht so guten Erinnerungen und Erlebnisse. Und so konnten sie sich nicht dafür entscheiden, beziehungsweise haben auch gar nicht darüber diskutiert, in die Domowina einzutreten. Heute hat das mehr pragmatische Gründe. Heute wären das wohl Fragen der Ressourcen. Wir sind nur ein kleiner Verein. Domowina-Mitglied zu sein heißt, auch im Bundesvorstand, in den Ausschüssen zu arbeiten. Nein, wir wollen uns auf die Basis konzentrieren. Und wollen weiterhin unser sorbische religiöses Leben sichern. Was den Serbski Sejm angeht, ich möchte zuerst sagen, egal um welches Engagement für das sorbische Volk es geht, ich achte es sehr. Es ist ein Ausdruck
ein wichtiger Ausdruck für mich und darüber bin ich sehr froh, dass wir eine Demokratie haben und in einer Demokratie leben können. Ich freue mich, dass man immer neue Gesichter sieht, die sich für das Sorbentum engagieren, die man sonst nicht sieht, die bisher nicht engagiert waren und einbezogen. Nicht in der Domowina, nicht durch den Verein, sorbischer evangelischer Verein. Sie engagieren sich für den sorbischen System, für das. Ich selbst persönlich bin recht skeptisch. Die Idee, ein sorbisches Parlament aufzubauen, ist erst einmal für einen Sorben großartig. Wenn ich dann sehe, die Verhältnisse in der Hochkircher Gemeinde, vor 100 war das eine fast sorbische Gemeinde. Heute sind etwa noch 20 Menschen dort, die Sorbisch sprechen. Manchmal gibt es noch einige Sympathisanten. Dann ein weiteres Interesse gibt es nicht für solche Fragen. Wir kämpfen wirklich, dass wir sichtbar bleiben. Zum Beispiel über Sprachkurse. Wir haben unsere Trachtengruppe wiederbelebt. Das sind so kleine Dinge. Wir haben das Ostersingen wiederbelebt. Wie gesagt, ich habe Sympathien. Ich sehe jedoch keine Chancen bei uns, wenn sich niemand dafür interessiert. Herzlichen Dank. Hagen Domaschka hat bereits, ohne dass ich danach gefragt habe, einen kleinen Ausflug in die Geschichte gemacht. David Statnik. In der Geschichte gab es, wie er erwähnt hat, gab es bei den Sorben immer wieder Diskussionen, wie man die Interessen des sorbischen Volkes in einer anderen Struktur vertreten könnte, ob mehr als autonome Region, ob als eigener Staat oder sogar mit Beitritt zu Tschechien. Das gab es alles. Jetzt haben wir bereits länger eine Diskussion um die Körperschaft des öffentlichen Rechts, um ein sorbisches Parlament und so weiter. Die Domowina, wie gesagt, wurde im Jahr 1912 um die Ecke herum hier in Hoyerswerda gegründet. Sie wirkt inzwischen unter den Bedingungen des 5. politischen Systems. Ist die Domowina auch ein Modell für die Zukunft? Und wenn ja, im Blick darauf, dass die Domowina sich in den über 100 Jahren verändert hat, sollte sie sich vielleicht weiterentwickeln? Ich denke, wichtig ist, sich zu verdeutlichen. Herr Domaschka hat dies ausgeführt. Es gibt im deutschen Recht bestimmte Formen. Ich führe seine Aussagen weiter aus. Wir haben auf der einen Seite den Staat, der ein parlamentarisches System mit Parteien hat. Und der am weitesten entfernte Punkt vom Staat ist nach dem deutschen Recht der Verein. Der ist dafür da, um die Entscheidung autonom zu bilden, weil nur die Inhalte des Vereins sind wichtig, so wie der Verein das entscheidet in den Satzungen. Das sehen wir im evangelischen Verein, in der Domowina. Wir sind natürlich auch ein e.V. Und wir haben eine Struktur, die sich gut etabliert hat und welches in dem demokratischen System ermöglicht, eine eigenständige Entwicklung unabhängig vom Staat zu ermöglichen. Man muss sich die Frage zu Alternativen stellen. Diese stellte man sich auch nach der friedlichen Revolution in den 1990er Jahren. Eine Möglichkeit war, dass die Sorben eine Partei gründen, einen Verein weiterführen oder die Körperschaft gründen. Diese Diskussion wird bereits ein Vierteljahrhundert geführt, mehr als ein Vierteljahrhundert. Es gab mehrere Studien. Ich habe draußen mit Markus Suchi etwas gescherzt, wie viele es gab, in welchen Richtungen. Unter anderem auch eine zur Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dort werden natürlich viele gute Dinge geschildert,
Das hat wohl auch Herr Domaschke erst versucht zu schildern. Es werden auch Herausforderungen verdeutlicht, wie die Körperschaft legitimiert werden kann, und alle Fragen führen dazu. Und ich meine, in dieser Zeit ist die Struktur des Vereins eine tragbare Basis, sicherlich nicht in allen Punkten, aber in vielen, die für die Sorben wichtig sind. Jedoch die Frage der Zukunft kann ich nicht in die Kugel schauen. Was ich feststelle, wir haben uns in den mehr als 100 Jahren sehr oft verändert und befinden uns, wie Marcel Braumann gesagt hat, in der 5. politischen Phase. Und wir müssen uns auch in Zukunft verändern, damit wir attraktiv bleiben. Wir haben nicht das Ziel, dass wir bestehen. Wir dienen dem sorbischen Volk und müssen uns auch immer den Bedingungen, die im sorbischen Volk bestehen, messen oder anmessen. Wir begeben uns jetzt in die zweite Runde. Dies waren jetzt die grundlegenden Statements. Jetzt haben Sie sehr diszipliniert diskutiert. Ich bitte Sie auch weiterhin sehr kurz zu antworten. Wir haben 2 grundlegenden Statements gehört. Hagen Domaschka. Im Blick auf die Zahlen hat der Serbski Sejm weniger Wähler als die Domowina-Mitglieder. Wie wollen Sie das, unabhängig von der Plausibilität verschiedener Positionen? Wie wollen Sie Ihre Legitimation stärken und weitere Sorben überzeugen, dass die Domowina ergänzt werden sollte mit einem Serbski Sejm? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen nicht darum, die Domowina aufzulösen. Schließlich ist ein großer Teil der Sejm-Mitglieder Mitglied der Domowina, jedoch auf irgendeine Art und Weise zu ergänzen. Wie wollen Sie die Legitimation verstärken? Also Oder ich finde stärken? Vereine super. Ich finde es super, dass die Domowina die Arbeit macht, die sie macht. Und natürlich, das haben wir immer gesagt im Sejm und alle, die dort mitarbeiten, niemand hat, glaube ich, behauptet, die Domowina soll aufgelöst werden oder irgend sowas. Im Gegenteil. Dieses Gegenüberstellen, entweder Sejm oder Domowina oder gegeneinander, das halte ich für sehr schädlich. Und da würde ich mich wirklich freuen, wenn das aufhört. Es gibt ja daneben auch noch ganz andere Gruppen. Wir haben schon den evangelischen sorbischen Verein vorgestellt bekommen. Es gibt ja noch mehr. Es gibt den Krabat-Verein, es gibt Gruppen wie das Trachtenhaus Jatzwalk hier in Hoyerswerda oder uns Stubdale in Dresden. Wir sind auch keine Domowina-Mitglieder. Es gibt die Arbeitskreise in den Parteien, in einigen zumindest. Es gibt die sorbischen Strukturen in den Kirchen noch. Dann gibt es nicht zu vergessen die frei gewählte Srpska Rada in Brandenburg und auch den sächsischen Sorbenrat. Und es gibt ganz freie Projekte im künstlerischen Bereich. Wir haben ein Serbski-Institut, wir haben die Sauerspar, wir haben die Medien, Schulen, Theater, Ensemble, so viele Gruppierungen, die Interessen haben, sodass man, denke ich, immer gucken muss, wie können wir diese Vielfalt abbilden und wie können wir sie stärken. Und stärken tun wir, indem wir uns gegenseitig stärken. Und ich habe am Anfang ja von den verschiedenen Ebenen gesprochen. Ich bin überzeugt, dass der Serbski Sejm eine völlig neue Ebene betreten hat, da an einem extrem dicken Brett bohrt, was aus meiner persönlichen Sicht vielleicht in 20 Jahren durchbohrt werden kann, weil wir hier fundamentale Fragen stellen, auf die unser Staat gar nicht vorbereitet ist. Und was uns dabei einfach helfen würde, ist, wenn man uns einfach nicht behindert, keine Knüppel in die Beine wirft, sondern vielleicht überlegt, wie kann der Sejm bei dieser Sache gestärkt werden. Ich sag mal, die Formel, das ist so ein bisschen plakativ, 1 + 1 ist 3 oder in unserem Fall, ich habe jetzt hier so viele Leute aufgezählt, 7 + 7 ist 20. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn der Sejm es schafft, den gesetzlichen Rahmen zu erweitern, indem man sich mit dem sorbischen Volk bewegt, dann ist das doch auch für die Domowina nützlich.
Und wenn die Domowina auf der anderen Seite aufruft, zum Sejm zur Wahl zu gehen, dieses Jahr wird ja der zweite Sejm gewählt, und auch vielleicht Kandidaten schickt und auch alle anderen Gruppen, die ich genannt habe, dann wird natürlich auch der Sejm wesentlich besser, wesentlich größere Reputation haben. Und das würde ich mir wünschen. Und was wir dafür nicht machen dürfen, ist uns gegenseitig boykottieren oder beschimpfen. Und in dem Zusammenhang vielleicht, um das kurz zu erwähnen, 2021 ist da ja so ein anonymes Video aufgetaucht, in dem die Domowina, aber auch David Statnik und Dr. Brzanova auch beschimpft worden sind. Das ist nicht meine Sprache. Ich lehne das ab. Ich bedauere auch, dass es dazu gekommen ist und dass es sogar so weit gekommen ist, dass das Thema wurde, um Gespräche abzubrechen. Auf der anderen Seite bedauere ich natürlich auch, dass damals der Vorstand der Domowina 2018 die Wahl zum ersten Sejm, ja, ich sage es mal ganz deutlich, boykottiert hat. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt 2024 darüber hinweg sind. Und ich zitiere gern David Statnik aus der FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, wo er gesagt hat, natürlich hätte eine gewählte Vertretung politisch mehr Durchschlagskraft. Und wo er auch klar die mehr Autonomie befürchtet hat, also zum Beispiel in der Bildung, im Bereich der Bildung, was ja ein relativ neues Thema ist. Aber wo er auch eine Spaltung befürchtet, wie bei den Kärntner Slowenen, wo also weltanschaulich mehrere Vertretungen existieren. Das wollen wir natürlich nicht. Und ich denke, das funktioniert am besten, indem wir uns die Bälle zuspielen und auf den verschiedenen Ebenen uns jeweils arbeiten lassen. David Statnik ist nicht nur Vorsitzender der Domowina, er ist auch auf Landes- und Bundesebene engagiert und hat Kontakte zu den Minderheiten in Deutschland und auch im Ausland. Das sind die friesische Volksgruppe und die Deutschen, Sinti und Roma sowie die dänische Minderheit. Wenn wir uns die Situation dort ansehen, welche Konklusionen können wir dort für das sorbische Volk ziehen? Das Interessante ist, dass alle Vertreter der Minderheiten, die wir in Deutschland haben, als Volksgruppen, die unter dem Aspekt der europäischen Karte da sind, sind alle in Vereinen vertreten. Wir haben aktuell keine anderen Formen. Und wenn wir uns die Sorben als Volk ansehen und unsere Situation im Ganzen und im Verhältnis zu anderen Völkern in Europa, dann stellen wir fest, dass wir eine sehr solide Substanz haben. Wir haben die Stiftung für das sorbische Volk, die Struktur unserer sorbischen Institutionen und die Vielfalt unserer Projekte. Das sind alles Faktoren, die für andere Minderheiten als gute Bedingungen sehen, auch unseres Schulwesens, bis auf Fragen wie die fehlenden Lehrer. Wir haben auch eine gute Grundlage, was Rechte angehen. Da lässt sich sicherlich über einiges diskutieren. Verglichen zu den westlichen Trakenern, dort war ich vor einigen Jahren zu Besuch in Griechenland. Die haben eine ganz andere rechtliche Situation und Herausforderung. Schauen wir uns die Problematik der Roma in ganz Europa an, dann sind das ganz andere Bedingungen. Eine Zuordnung ist immer recht schwer, doch die Sorben sind wohl im ersten Drittel, wenn es um die rechtliche Situation geht, in Minderheitenrechten. Wir haben sehr unterschiedliche Strukturen gesehen. Wir haben diese Kontakte gesucht. 2014 waren wir in Wales. Wir haben jetzt die Situation wie in Microsoft. Wir haben die sorbische Sprache in die Systeme implementiert. Ja, es gibt Diskussionen auch im sorbischen Volk und die sind wichtig. Doch zwei Dinge sind dabei zu beachten. Zum Ersten, und das vermisse ich ein bisschen, die rechtliche Realität, dass man beachtet, was in den Bewertungen von Juristen geschildert wird. Und das Zweite, wir sollten uns nicht auseinanderdividieren. Herr Domaschke hat es zitiert,
Das erste war nur aus der FAZ, das erste war nur die Hälfte des Zitats. Ungeachtet aller innersorbischen Diskussionen, was auch Zeichen der sorbischen Identität und des sorbischen Lebens ist, ist wichtig, dass wir öffentlich mit einer Stimme sprechen. Und das ist auch das, was die Domowina immer wieder verlangt hat oder angemahnt hat. Der deutsche Livestream funktioniert wieder und kann entsprechend genutzt werden. Mato Kröger je takrec pragmatisku poziciju zabrał. Mato Kröger hat wohl eine pragmatische Position eingenommen und aus Sicht der Bemühungen an der Basis, was hilft uns am Ende dabei? Sein Verein, der evangelische sorbische Verein, muss auch mit politischen und rechtlichen Strukturen umgehen, zum Beispiel mit Förderprogrammen der Stiftung sowie auch mit den Strukturen des Bautzener Kreises. Ganz pragmatisch gefragt, was wünscht sich Mato Kröger? Was sollte sich an diesen pragmatischen Ebenen ändern? Ja, ich meine, wir müssen jede Möglichkeit der politischen Mitbestimmung nutzen, auch im Landkreis. Und ich bin bereits viele Jahre über meinen Verein im sorbischen Beirat. Jedoch dieser Beirat ist kein Ausschuss. Das heißt, diese Gruppe hat keine Rechte, kann keine Vorschläge einbringen in den Landkreis. Der Beirat kann maximal beraten. Wir sorbischen Vertreter haben meist allein dort gesessen mit David Statnik, Jan Buda und Heiko Kose. Wir haben natürlich einen schönen Sprachraum dort gebildet. Wir konnten Sorbisch sprechen. Da die deutschen Vertreter der Fraktion nicht dabei waren. Am Anfang haben wir um einen Ausschuss gekämpft, denn ganz nah im Landkreis Spree-Neiße gibt es solch einen Ausschuss bereits sehr lange. Dort ist es auch kein Problem. Und wir, unser sorbischer Landkreis Bautzen, haben das nicht. Und ich sage mal, so ein Beirat ist politische Folklore, mehr ist dies nicht. Vielleicht bewegt sich dort jetzt endlich was. Ich habe gehört, dass die Ausschüsse umgestaltet werden sollen. Vielleicht spielt dann in dem Zusammen auch das Sorbische eine Rolle. Und noch etwas, wir haben dem Landrat gesagt, Herrn Harich damals, er hat uns gesagt, für einen sorbischen Ausschuss gibt es nicht genügend Aufgaben. Beweisen Sie uns bitte, dass Sie genügend Aufgaben haben für das Sorbische. Vielleicht ist die Klugheit auf dieser Ebene auch angekommen, dass Sie festgestellt haben, dass es genügend Aufgaben gibt. Da kann vielleicht David Statnik später etwas sagen. Hagen Domaschka, wir sagen gern, dass wir als Sorben sagen, wir bauen kulturelle und sprachliche Brücken in Europa, vor allem in unserer Region mit Polen und Tschechien. Der Serbski Sejm hat sich nach meinem Wissen in ganz Europa umgeschaut, nach Möglichkeiten und Modellen der Selbstbestimmung und so weiter. Und er hat sich mit einer internationalen Bewegung mit indigenen Völkern beschäftigt. Welche konkreten Impulse wachsen für die Sorben daraus hervor? Also
wir sind jetzt nicht überall rumgefahren vom Sejm, sondern es gab vor allem die eine Tour nach Ostbelgien, die uns sehr begeistert hat. Aber natürlich haben wir uns informiert und viel gelesen und gesprochen. Und ich denke, in Europa und darüber hinaus, also die Probleme sind einfach sehr unterschiedlich, die die jeweiligen Gruppen dort haben. Und die eine ideale Lösung sehe ich persönlich nicht. Wichtig sind aus meiner Sicht zwei Dinge. Solange wir uns im demokratischen Raum befinden, und das ist in Europa ja weitgehend der Fall, dass die indigene Gruppe oder die autochthone Gruppe laut und mutig ihre Forderungen stellt. Das muss gegeben sein. Und auf der anderen Seite aber auch, dass der Staat, in dem sie sich aufhält, reif genug ist, um zu erkennen, dass mehr Autonomie für diese Gruppe und mehr Kompetenzen im Sinne der Subsidiarität, die ja in Deutschland und auch in der EU eine Maxime ist, Vorteil für alle Seiten darstellt. Also quasi reif genug sein, um loszulassen, um Verantwortung zu übergeben. Und wenn wir uns das jetzt in Deutschland ansehen, ich persönlich finde nicht, dass unsere Interessensvertretungen immer und überall laut genug und deutlich genug unsere Forderungen artikulieren. An der Stelle können wir besser werden. Der Sejm hat das versucht, teilweise auch mit radikalen Schlagworten wie Ultimatum und solchen Dingen, was zumindest Aufmerksamkeit gebracht hat. Aber ich kann auch verstehen, wenn man vielleicht andere Worte wählt. Und auf der anderen Seite ist der Staat. Und ich halte unseren Staat nicht für reif im Moment. Deswegen habe ich vorhin auch von 20 Jahren gesprochen. Ich denke, die meisten Menschen hier sehen das immer noch als eine Art deutschen Nationalstaat. Also das ist noch nicht wirklich überkommen, diese Vorstellung. Bei den Linken gibt es das Problem, dass sie mit dem Begriff Volk fremdeln. Bei den Rechten gibt es das Problem, dass sie von einem einheitlichen Volk herumfantasieren. Also da fängt man auch beim Urschleim an, wenn man mit Leuten redet. Und insofern ist da noch unheimlich viel Aufklärungsarbeit nötig und Selbsterkenntnis auf der deutschen Seite nötig, bevor wir da weiterkommen können. Das ist völlig klar. Und um jetzt nach Beispielen nochmal zu suchen, also Wales ist natürlich ein gutes Beispiel, es hat dort gut funktioniert, aber die haben eben auch eine ein regionales Gebiet. Schon immer, jahrhundertelang. Das haben wir in der Lausitz leider nicht. Die Diskussion wurde meistens zuletzt 1989, 90 geführt, ein eigenes Bundesland zu gründen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen aus heutiger Sicht, aber es ist eben nicht dazu gekommen. Ein Mutterland haben wir auch nicht. Also wenn wir uns jetzt mit den Dänen in Deutschland oder den Deutschen in Ostbelgien vergleichen, das funktioniert nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, mit den Maori in Neuseeland können wir es auch nicht vergleichen. Das ist zwar der Staat reif genug, also der hat diese Maori-Sprache und Kultur weitgehend als etwas Selbstverständliches aufgenommen. Da diskutiert gar keiner mehr drüber. Soweit sind wir hier nicht, können wir also auch nicht so gut nehmen. Und dann gibt es noch die sehr bejubelten Rätesysteme, die basisdemokratischen, zum Beispiel bei den Maya in Mexiko oder bei den Kurden in der Türkei und in Syrien. Aber das funktioniert, können wir auch nicht so als Vergleich heranziehen, denn die stehen unter massiver staatlicher Gewalt. Und das haben wir hier natürlich Gott sei Dank nicht. Und deswegen kann man das nicht so direkt sagen. Und am nächsten aus der Sicht, wenn Sie nach Beispielen fragen, sind wahrscheinlich noch die Sami in Skandinavien, ganz kurz ein Satz noch. Aber auch das ist natürlich nicht direkt mit uns zu vergleichen. Ich denke, wir brauchen für uns eine eigene Lösung. Wir haben, David Statnik hat es gesagt, seit ungefähr 15 Jahren gute Konzepte. Wir sind davon überzeugt, dass es die nach deutschem Recht zu schaffende Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Die hätte dann demokratische Wahlen, das ist nämlich dort vorgesehen, und auch einen öffentlichen Dienst. Das wäre dann sorbischer öffentlicher Dienst. Und dorthin könnte der deutsche Staat beruhigt Kompetenzen abgeben, zum Beispiel im Bildungsbereich. Und dort könnten die Probleme intern dann diskutiert werden, unter uns Sorben. Und nach außen müssen wir nicht einig sein. Wir sind nie einig, wir sind ein Volk. Aber wir könnten dann nach außen mit einer legitimierten Stimme sprechen. So müsste man es vielleicht sagen. Ein weiteres Modell für eine Vertretung in Deutschland ist seit 1948 die Minderheitenpartei SSW. Ich frage unseren unabhängigen Geist, Mato Kröger, wäre eine sorbische Partei eine Möglichkeit? Das wäre großartig. Ich freue mich immer über Ergebnisse des SSW. Einmal sogar haben sie über die Regierung mitentschieden.
Ja, ich kandidiere dieses Jahr auch wieder für den sorbischen Wählerverband. Mirko Schmidt engagiert sich dort. Er ist auch heute unter uns. Das war dieses Jahr so schwer, Menschen zu finden dafür, die bereit sind, dafür zu kandidieren. Wir müssen realistisch bleiben. Oft ist es so, dass die sich schon engagieren in einer Partei, bei der SPD, bei den Grünen oder der CDU, die können dann nicht für den sorbischen Wählerverband antreten. Wir brauchen für einen Platz im Landtag in etwa, im Landkreis etwa 6.000 Stimmen, nicht wahr, Mirko? So in etwa. Wir erreichen dies nur, wenn wir auch überall Stimmen sammeln. Die Idee sorbische Partei würde ich sofort unterstützen. Ich sehe das aber nicht als realistisch. Ja, im Landkreis haben Sie mit Jan Buda einen gewählten Vertreter, der auch wohl wieder kandidiert. Die letzte Frage. Und dann begeben wir uns in eine allgemeine Diskussion mit Ihnen. Bitte erst mit 3 Frauen, sonst geht es nicht weiter. Ganz aktuell rund um Ostern hatten wir eine Frage um Osterreiter, Osterreiterinnen. Eine weitere Diskussion, wie gehen wir mit sorbischen Trachten um, traditionell oder mit Veränderungen. Und viele Jahre bereits diskutieren wir, ob sorbische Schulen in staatlicher Trägerschaft oder in freier Trägerschaft sein sollten. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, ganz kurz wissen, im Rahmen unserer Fragen der politischen Partizipation, wer soll in Zukunft über solche Fragen endgültig entscheiden? Also Bitte welche sehr, Tracht man Hagen. wie trägt. Ich trage selber neuerdings häufig die Pulswärmer hier aus unserer Hoyerswertschen-Tracht mit Perlen dran. Das gefällt mir einfach und das ist meine persönliche Entscheidung und das würde ich auch für alle anderen Trachten und Trachtenteile den Menschen persönlich überlassen. Wer natürlich Interesse an den traditionellen Trachten hat, der soll das auch tun und das kann man sich dann dort angucken. Also da sehe ich keine Probleme. Bei den Krzyżaki, den Kreuzreiterinnen, ja, wenn sie selbst losreiten würden, also fände ich das natürlich auch in Ordnung, dann entscheiden sie das selbst. Wenn sie im Rahmen der Gemeinde, der Kirchgemeinde in der Prozession teilnehmen wollen, müssen sie das innerhalb der Kirchgemeinde natürlich entscheiden. Und sonst kann das niemand für sie machen. Ich persönlich fände es schön, wenn die Frauen nicht nur neben den Pferden herlaufen würden, sondern oben drauf sitzen und laut die Wiederauferstehung verkündigen. Und was die Schulen betrifft, das sind jetzt alles Stufen der Subsidiarität, die ich hier nenne. Ja? Das ist unsere Maxime im Grundgesetz. Persönliche Ebene und dann jeweils die kleinstmögliche sinnvolle Ebene, um Entscheidungen zu treffen. Und was die Schulen betrifft, finde ich und finden wir vom Serbski Sejm, dass das natürlich im sorbischen Volk entschieden werden muss, welche Inhalte es dort gibt und welche Mittel zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist im Moment eben so nicht möglich, weil das eine staatliche Aufgabe ist und die kann der Staat auch nicht einfach abgeben. Und er kann sie auch nicht einfach ignorieren, obwohl er es ja teilweise sogar leider macht, wie wir beobachten müssen. Also hier würde ich kurzfristig müssen wir was anderes finden, langfristig auch wieder auf die Körperschaft des öffentlichen Rechts verweisen und die Entscheidung im sorbischen Volk selbst zu treffen. Diese Fragen sind Bereiche unseres sorbischen Lebens. Das sollten die entscheiden, die dafür verantwortlich sind, beziehungsweise die davon betroffen sind. Das ist meine Meinung. Ja, Antworten sind ähnlich. Das sind Fragen der Bevölkerung selbst, ob Osterreiter oder Osterreiterin, die Frage der Tracht, alles ändert sich, auch im Sorbenland.
Ich sehe das in dieser Diskussion. Ich sehe die Diskussion der Macica Serbska um die sorbische Hymne. Sie hat diese Fragen eröffnet und hat darüber diskutiert. Und heute sind wir in der Lage, nicht nur Obersorbisch und Niedersorbisch parallel zu singen, sondern auch, welche Aufgabe haben denn die Frauen? Und auch das können wir parallel singen. Und das ändert sich in den Jahren. Die Hymne hat sich auch verändert. Und so denke ich, können auch andere Dinge immer wieder verändert werden. Auch um die Osterreiter. Da steht auch die Frage immer Osterreiter, Osterreiterinnen. Wir stellen die Frage, gibt es genügend Osterreiter? Haben wir genügend Pferde? Können wir das bezahlen? Haben wir Zylinder? Es gibt keine Firma, die das macht. In welcher Kleidung würden denn Osterreiterinnen reiten? Das sind Fragen, die wir entwickeln werden und können. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Diskussion entwickeln und weiterführen können. Ja, nun sind Sie an der Reihe. Es ist nicht nur so, dass ich nicht räumlich sehen kann. Jetzt ist es hier so, wie die Situation wie im Theater auf der Bühne. Herr Dr. Löffler hat es bereits gesagt, wir bitten nicht um Vorträge. Wir haben absichtlich keinen externen Fachmann eingeladen, da wir wissen, dass es bei dieser Thematik keine neutrale Klugheit gibt. Und umso mehr freuen wir uns über Ihre engagierten Beiträge. Und ich bitte, wie gesagt, die ersten Fragen von den Damen oder die ersten 3 Fragen von den Damen. Frau Michael, das freut mich sehr und ich habe das erwartet. Guten Abend. Erstens bin ich heute etwas heiser. Ich bitte um Verzeihung. Ich kann sagen, ich habe niemals auf einem Pferd gesessen und ich würde auch niemals Osterreiterin sein wollen in meiner Generation. Es ist aber kein Generationsproblem. Ich freue mich sehr, dass es eine umfassende Kultur und Tradition gibt. Wenn wir das zur Seite stellen und alles ändern, würde das uns schaden. Die Diskussion sollten wir jedenfalls führen. Ich jedenfalls werde niemals Osterreiterin sein. Und jetzt möchte ich noch sagen, ich gehe jetzt in die deutsche Welt. Auch dort ist nicht jeder, der in diesem Staat lebt, in einer Partei, in einem Verein. Vielleicht sind es die wenigsten Menschen, die sich aktiv engagiert. Ich möchte damit sagen, wir sollten keinen Druck ausüben, dass jeder Sorbe und der sich zum Sorbischen bekennt, dass jeder dort sich engagieren muss oder irgendwo Mitglied sein muss, ob in der Domovina, im Serbski Sejm oder in einem Verein. Unser sorbisches Leben ist immer aus dem privaten Kontext gewachsen, dass sie sich dort engagieren und dass sie im Stillen für das Sorbentum arbeiten. Und das werden wir auch in Zukunft brauchen. Ungeachtet der Diskussion, die wir derzeit wieder führen, möchte ich daran erinnern, dass wir im Jahr 1990, 91 massiv darüber diskutiert haben, welche Form, welche juristische Grundlagen die Domovina haben sollte, ob sie weiter existieren wird oder nicht. Alle diese Fragen haben wir im sorbischen Volk diskutiert, aber nicht immer überall mit allen. Wir haben dies mit unseren deutschen Freunden diskutiert, mit Experten. Und am Ende haben wir uns für den Verein entschieden. Die Argumente sind bekannt, die möchte ich nicht wiederholen.
Im Jahr 2011 erhielten wir eine Dokumentation einer Arbeitsgruppe, welche sich mit dieser Frage explizit beschäftigt hat, ob eine Körperschaft des öffentlichen Rechts besser wäre als Organisationsform der Sorben. Am Ende stehen dort alle Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Auch das möchte ich jetzt nicht auseinandernehmen. Das sollte sich jedoch jeder einmal durchlesen, welche guten und nicht so guten Dinge daraus erwachsen. Das, was wir als sorbisches Volk jetzt haben, auch wenn wir uns manchmal darüber ärgern, dass manche nicht kandidieren und dass wir Menschen suchen, dass das Engagement sich ein bisschen vermindert, weil es uns sehr gut geht. Wenn es den Menschen sehr gut geht, fangen sie an, bequem zu werden, sagt man im Deutschen. Interessieren sich wohl mehr für persönliche Dinge. Und deshalb denke ich, macht die Domowina ganz richtig. Sie ruft Menschen auf, sich zu engagieren, sich im Stillen zu engagieren, auch mit Menschen zu diskutieren, die kein Mitglied der Domowina sind. Ich persönlich habe nicht nach 30 Jahren Diskussion und aus meinen persönlichen Erfahrungen aus der Politik die Meinung, dass wir unsere Kräfte nicht vertrödeln sollten, ob die Struktur sich ändert oder nicht. Ich rufe dazu auf, dass wir die Kapazitäten, die wir haben, für die Entwicklung der sorbischen Sprache und Kultur nutzen. Danke sehr, Frau Michalk. Wir haben auch online eine Frage von Katrin Struck. Vor allem in ihrer Verantwortlichkeit Ich rate jetzt, es sitzt wenigstens hier ein Kreisrat. Es ist wohl eher eine Fachfrage, dass hier jemand antwortet. Ich denke, dahinter steht ein Fragezeichen. Wie sehen diese Aufgaben? Frau Struck ist selbst Beauftragte im Landkreis im Landkreis Görlitz für sorbische Fragen. Wir haben in Sachsen 2, in Görlitz und in Bautzen, in Brandenburg etwas mehr, zum Beispiel in Cottbus. Wir haben hier auch andere Städte noch, in Kamenz und hier Neuerswerda. Sie sind die ersten Ansprechpartner für die Verwaltung. Dass dort immer daran gedacht wird, dass es auch um sorbische Fragen geht, ist sehr wichtig und deshalb setzen wir als Domowina dafür ein, dass wir in Sachsen wie auch dort in Brandenburg in den Landkreisen als voll bezahlte Stellen bezahlt werden und auch über das Land bezahlen. Sie sind eine wichtige Brücke für uns. Matto Krüger hat bereits erst über den Arbeitskreis gesprochen. Wichtig ist für uns, dass die Person Gold wert ist. Sie spricht auch mit den Verwaltungen und achtet auf alles, was in den laufenden Prozessen passiert. Ist Sobe ein Mann und eine Frau? Das wissen wir nicht. Und die nicht berechtigt sind, an der Wahl des Sorbenrates teilzunehmen. Nein, ich gebe jetzt jedem die Möglichkeit, kurz darauf zu antworten. Ja, also im Moment gibt es das nicht. Das wird es vielleicht auch nie geben, dass alle Sorben sagen können, sie sind vertreten. Bei der Domowina geht es über die Mitgliedsvereine. Wir hatten am Anfang die Zahlen genannt, die sind ja
die kennt niemand so richtig, außer natürlich die Leute, die sie von innen kennen. Beim Sejm ist das sehr transparent gewesen, wer dort gewählt hat, auch aufgeschlüsselt nach den Gebieten. Ich denke, das hatten wir ja schon, wir müssen unsere innere Vielfalt stärken, wir müssen versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen und nach außen hat der Staat die Pflicht, die verschiedenen Stimmen, die aus dem Sorbischen kommen, zu hören. Das ist bisher nicht der Fall, wurde aber vom Europarat jetzt auch angemahnt. Und langfristig halte ich persönlich ein frei gewähltes Parlament natürlich für die beste Option, um so viele wie möglich zu vertreten, weil das an keinerlei Bedingungen geknüpft ist, außer ein Kreuz zu machen. Mato Krüger, ja, also Poprauer muss ich theoretisch Senator Mato Krüger, ja, man könnte theoretisch darauf antworten über den sorbischen evangelischen Verband. Ja, das ist wohl eine gute Alternative. Eine gute Vertretung des Glaubens ist auch wichtig, für den es wichtig ist. Ja, die Person mit dem Familiennamen Sobe hat zwei Dinge in sich. Die erste Frage, wie werden die Fragen der Sorben vertreten? Dort muss man klar unterscheiden und darauf hat Hagen Domaschka am Anfang sehr gut gezeigt. Die Domowina ist nur ein Element der politischen Möglichkeiten der Sorben, ihre Interessen zu vertreten. Der Unterschied ist, wir sind keine Volksvertretung wie ein Parlament oder darum, worum sich der Serbski Sejm bemüht, aber wir sind ein Vertreter der sorbischen Interessen und die sind so breit, wie Menschen mitarbeiten. Deshalb hat jede Person die Möglichkeit beizutreten. Das kann durch eine Mitgliedschaft sein. Sie kann sich jedoch auch an den Versammlungen teilzunehmen, kann sich an den Prozessen beteiligen. Wir schreiben jetzt das Programm der Domowina und das beschränken wir nicht nur auf unsere Mitglieder, sondern wir wenden uns an alle Sorben, die sagen sollten, wie die Domowina im Namen der Sorben sprechen sollte. Wir sind keine Volksvertretung, sondern eine Vertretung sorbischer Interessen. Das Zweite, die Wahl des sorbischen Rates. Die Vertreter sind Vertreter der Länder und in Sachsen beraten sie noch die Regierung. In Brandenburg hat der Landtag entschieden, dass die Domowina die Wahlen durchführen soll. Und dort kann sich auch jeder daran beteiligen. Und die Präsidentin des Landtages benennt die Menschen und in Sachsen wählt der Landtag selbst den Sorbenrat. Dort gibt es keine Abhängigkeit von der Domowina. Die Domowina kann nur Vorschläge einbringen. Gewählt am Ende der Landtag. Ich habe bereits Dr. Löffler bei den Vorbereitungen zur sorbischen Debatte gesagt, ungeachtet der Termine in Sachsen denken wir über die ganze Lausitz hinweg und so ist dies auch immer mit Gästen. Wir freuen uns natürlich, dass auch Gäste aus der Niederlausitz angereist sind. Ich bitte Sie kurz, Ihre Meinung zu sagen, damit alle wissen, wer spricht und woher Sie kommen. Das ist schließlich auch interessant. Ja, Mese Groni Günther Paulisch. Ja, ich bin Günther Paulisch. Ja, przyjrzą ten z Komoro, Ich komme aus Senftenberg. Altjören. Ich bin seit 20 Jahren, ich bin seit 20 Jahren aktiv im Sorbischen und ich möchte jetzt also auch nochmal zu der Frage, wie werden Sorben vertreten. Das erste ist, es gibt eine sorbische Partei, die Lausitzer Allianz. Und ich habe diese Partei auf der Wahlliste gesucht bei der letzten Landtagswahl. Sie war nicht angetreten zur Wahl. Das ist nun mal so. Zum Sorbenrat.
Wir haben also auch in Brandenburg lange diskutieren müssen, wie kann also der Sorbenrat für den gewählt werden. Und das war dann also immer so schon, dass es so Zettelwahlen waren. Man kann sich vielleicht erinnern, so wie man einen Gemeindekirchenrat wählt oder so ungefähr lief das ab. Bewerben konnte sich jeder. Und mit der Novellierung des Sorben-Wenn-Gesetzes konnte der Sorbenrat frei gewählt werden. Jeder kann sich an der Wahl beteiligen. Und so gesehen ist also der Brandenburger Sorbenrat eine frei gewählte politische Vertretung für mich. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Partei habe ich. Ja, und ich würde jetzt vielleicht auch nochmal das, was Frau Michael sagte, nicht? Wir müssen unsere Kräfte bündeln und gucken, wo teilen wir das jetzt richtig ein. Und ich mache einfach jetzt mal einen Vorschlag, dass wir jetzt also mal hier rausgehen und im Anschluss drüber nachdenken. Müssen wir jetzt also noch eine neue politische Einheit schaffen? Können wir nicht also eigentlich etwas zusammenführen? Sorbenrat Sachsen, Sorbenrat Brandenburg, und die Sachsen, die mögen dann bitte sich dem Brandenburger Modell anschließen. Ja, ich sage das einfach mal so. Und ja, Partei hatte ich, aber wie gesagt, also die Kräfte einteilen. Und es ist also so, dass man also, wir haben es also in Senftenberg gezeigt, oder daran kann man sehen, also dass also vor 20 Jahren haben wir angefangen, uns mit der sorbischen Sache zu beschäftigen. Und wir haben also jetzt, übrigens in diesem Jahr feiern wir, am 16., 17., 18. August, herzliche Einladung. Am Freitagabend wird der Film, bei uns heißt die Hanka, gezeigt. Am Sonnabend gibt es ein gemeinsames Beisammensein mit unserer Kulturgruppe, die Spekomorojska Pschesa und Kula Bulla, und am Sonntag dann den wendischen Gottesdienst, der 15 Jahre wendischer Gottesdienst in Senftenberg. Ja, aber wie gesagt, ich würde also das mal so, das möchte ich mit Nachdruck eigentlich nochmal hier mit einbringen, dass wir darüber nachdenken, wie können wir unsere Kräfte bündeln. Und deshalb also dieser Vorschlag mit den Sorbenräten. Herzlichen Dank. Auf diese Frage kann ganz sicher jederzeit der Vorsitzende des Sächsischen Sorbenrates antworten, Markus Suchi, falls er sich meldet. Ich möchte auch darauf antworten. Ich möchte das auch nochmal würdigen, was in Brandenburg geschaffen wurde mit der Novellierung und mit der freien Wahl des dortigen Sorbenrates. Das ist ja das Vorbild für den Sejm als gesamtsorbische Vertretung, was wir uns 2018 schon genommen haben. Allerdings können natürlich nur Menschen wählen, die den Wohnsitz in Brandenburg haben. Und ich glaube, darauf zielte auch die Frage von der Person mit dem Namen Sobe vorhin ab. Allerdings ist es ja nicht vorgesehen, dass da eine Volksvertretung entsteht, sondern es ist eben ein Beirat am Landtag, der gewählt wird. Und das ist was anderes. Es hat mit den Ebenen zu tun. Ich denke, das sollte man beachten. Aber auf jeden Fall ein historischer Schritt, dass diese Wahl in Brandenburg möglich ist. Vielen Dank, Anonymous. Ich mache eine Ausnahme. Anonyme Fragen ignoriere ich sonst. Das ist jedoch eine sorbische Frage und sonst geht es nur darum, dass wir einen Namen haben. Wie könnte die gemeinsame Arbeit zwischen Domowina und den Serbski Sejm aussehen? Ich glaube, da ist Mato Krüger raus. Jedoch die beiden Herren müssten, wenn sie wollten. Soll ich wollen, wenn ich darf? Ja, wie könnte die gemeinsame Arbeit aussehen? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren, seit 2011 besteht die Initiative bereits. Wir haben viele Gespräche geführt.
Ja, lieber Hagen, es ist schön, dass du das anerkannt hast am Anfang. Ja, die Medien stellen uns immer viele Fragen zu dem anderen. Es ist aber so, dass wir immer miteinander sprechen können. Die Hauptversammlung 2011 hat entschieden, dass es in den Streitgesprächen nicht gut wäre. Aber wenn man ernsthaft mit uns auf selber Ebene spricht, dann sind wir auch bereit, auf derselben Ebene zu sprechen. Das ist doch eine Aufgabe, die wir haben, und da können wir sehen, welche Gemeinsamkeiten man findet. Es ist immer entscheidend, dass man Ja, miteinander spricht und nicht über den also anderen. miteinander sprechen auf der persönlichen Ebene geht, aber ich muss schon sagen, also ich habe das eher nicht so positiv in Erinnerung die letzten Jahre, wenn ich nur daran erinnere, wie wir versucht haben, und das war ein konkretes Beispiel, gemeinsam und im Konsens mit der Domowina den Rundfunkrat zu besetzen im MDR. Da kam nicht mal eine Antwort, beziehungsweise nur sehr, sehr, sehr wütende Reaktionen des einen Bundesvorstandsmitglieds, den ich jetzt hier nicht nennen möchte, ein älterer Herr. Ähm, also das sah so aus, dass wir gesagt haben, wir machen gegenseitig Vorschläge und finden einen Konsens. Das war in dem Moment sinnvoll, weil nicht klar war, wer darf dort jemanden entsenden. In Zukunft denke ich, dass wir, wie ich das schon sagte, am besten versuchen, uns die Aufgaben aufzuteilen und uns gegenseitig zu unterstützen bei den Aufgaben. Der erste Schritt dahin wäre, dass die Domowina, also die diesjährige Wahl des zweiten Sejms, möglichst unterstützt, damit er dann stark arbeiten kann. Das würde ich mir wünschen. Wenn ich darauf oder daran anbinden kann, man könnte viele Beispiele nennen, und auch beim Rundfunkrat, dort gibt es ganz klar ein Gesetz, wer benennen darf, und so muss man auch akzeptieren, dass es innere Strukturen gibt. Wir sollten wohl nicht in diese Richtung gehen. Jetzt gibt es bereits einen zweiten Schritt. Ja, vielleicht beginnen wir erst einmal miteinander zu sprechen, das meinte ich, sonst spricht man wieder über den anderen, was der andere getan hat. Wir sollten miteinander sprechen, vielleicht einen Kaffee oder Tee, Gerade Jutze, und Potter. dann ist das eine gute Sache. Ja, gern morgen. Ja, das sollten Sie untereinander klären, das ist mir zu intim, da möchte ich mich nicht einmischen. Es gibt schon revolutionäre Vorschläge aus dem Internet. Dann wären sie aber auch gleich wieder im Dialog, und deshalb wollen wir das dann erst tun. Ich schaue jetzt erst einmal wieder, ob es weitere Meinungen im Saal gibt. Mircin Krautz, bitte. Und dann Heiko Kosel. Bin ich zu? Ja, wunderbar. Ich möchte nochmal drauf kommen, was Marte Krüger gesagt hat, denn ich denke, das ist der Kern der ganzen Geschichte. Es geht ja um die Verantwortlichkeiten. Also es müssen die entscheiden, die verantwortlich sind. Und mit dem Thema geht es ja darum, Möglichkeiten zu schaffen, mehr Verantwortung für die sorbische Sprache, Kultur und Identität dem sorbischen Volk übertragen zu können. Und damit hat der Serbski Sejm ja kein Selbstzweck, sondern das Ziel ist, dieses Mehr an Verantwortung zu bekommen. Es gibt keine anderen Wege. Das hat der BMI-Bericht, auf den Frau Michael hingewiesen hat, 2011 sehr gut herausgestellt. Deswegen, wie auch sie sagt, ich kann das wirklich allen empfehlen, das mal durchzulesen, weil das sehr gut hervorgearbeitet ist. Und dieses Mehr an Verantwortlichkeit könnte zum Beispiel im Rahmen der Bildungsautonomie bedeuten, dass wir selbst definieren, wie sind die Voraussetzungen für Lehrer für sorbische und sorbischsprachigen Unterricht. Denn das hat uns in der Vergangenheit viel Probleme bereitet und viele Möglichkeiten, mehr Lehrer zu haben, wieder zunichte gemacht. Ich denke, es ist einfach sinnvoller, dass die Verantwortlichkeit für solche Dinge beispielsweise im sorbischen Volk liegt und eben nicht in Dresden von deutschen Politikern oder in Potsdam getroffen werden, für die das Thema Sorben eins unter 99 anderen Themen sind. Und ich möchte auch nochmal den Schlag zurück in die Geschichte bringen. Bevor die Domowina gegründet wurde, gab es auch eine Vorgeschichte, die ähnelt sehr dem, was wir heute erleben, nämlich die Matica Serbska hat sich vehement dagegen ausgesprochen, dass ein Dachverband notwendig wäre, also dieser nächste Schritt von Einzelvereinen zu einem Dachverband oder Dachverbänden
ist ein erster wichtiger Schritt gewesen. Der hat auch 15 Jahre gedauert und ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Situation. Ich kann nur dazu aufrufen, in die Geschichte zu gucken und daraus zu lernen, dass es doch sinnvoll ist, auch den wiederum nächsten Schritt zu gehen zu mehr Verantwortung und möchte alle bitten, da bei diesem Prozess nicht der Bremser, sondern der Förderer zu sein. Heiko Kruse. Raz ze Wutrobe pola všetkých diskutantov. Ich möchte mich erst einmal vom Herzen bei den Diskutanten bedanken für die Sachlichkeit der Debatte und für den interessierten Respekt, der bisher hier herrschte. Wenn wir die Debatte auf diesem Niveau weiterführen wollen, ist es notwendig, dass die Faktologie stimmt, dass wir als Grundlage für die weitere Debatte, dass die wirklich und wahrhaft ist. Da gibt es noch zwei Dinge zum Verändern. David Statnik hat benannt, das hat mich gefreut, dass die Domowina für alle offen ist. Das stimmt im Wesentlichen auch. Es gibt eine konkrete Person, Hanso-Wilhelm Kell. Ihm wurde diese Mitgliedschaft, obwohl er sich mehrfach beworben hat, verwehrt wurde. Es wäre gut, wenn dieses konkrete Beispiel einmal überprüft wird. Auch wenn es nur ein Beispiel gibt, das bringt die Frage zum Bedenken, dass die Domowina für alle zugänglich ist. Die andere hat Marcel Braumann genannt. Es geht um die Zahlen der Wähler des Serbski Sejm und der Mitglieder der Domowina. 1 ist niedriger, 1 ist höher. Ich habe den Serbski Sejm gewählt und bin ein Wähler. Ich bin jedoch einmal in der Domowina und dort werde ich 5-mal gezählt. An diesem Beispiel ist wohl zu sehen, dass der Vergleich dieser beiden Zahlen vielleicht nicht ganz fair ist. Und dieser Vergleich bringt uns nicht weiter in der Diskussion. Deshalb wäre es schön, wenn wir uns dem heraushalten. Das ist keine Grundlage für eine Debatte. Ich hatte heute in der Kanzlei einen Arbeitsvertrag eines Dozenten zu prüfen. Dort spielte die Rolle das Bekenntnis zum freien demokratischen Bekenntnis in unserem Land. Die Domowina hat sich bereits in der Wendezeit zur demokratischen Grundordnung in unserem Land bekannt. Das ist richtig so. Und ich musste mich heute mit der Definition beschäftigen, die das höchste Gericht in verschiedenen Entscheidungen gebildet hat. Ein wichtiger Teil dieser Ordnung ist die Volkssouveränität auf der Basis der parlamentarischen Entscheidung, die dann die Mehrheit bildet. Das heißt, der Parlamentarismus ist wichtig für unsere demokratische Grundordnung. Und damit, dass wir in den Sorben den Serbski Sejm gewählt haben und ihn in diesem Jahr erneut wählen werden, bekennen wir uns nicht mehr nur zu dieser Grundordnung, sondern wir praktizieren sie. Und ich schlage vor, dass wir diesen Fakt intensiver in unsere Debatten einbeziehen. Vielleicht können wir jetzt diese Frage verbinden. Das passt thematisch. Hannes K. Könnte die Idee freier Wahl nicht mit dem Bundesvorstand der Domowina kombiniert werden, indem ein Teil des Bundesvorstandes frei gewählt wird und dieses Gremium als Parlament fungiert? Ne bi tomu džil Związkovo předsednictva svobodně volič, to by obaj modely zjednočil. Das würde wohl beide Modelle vereinen.
Vielleicht möchtest du auf beides antworten. Ich versuche es. Das, was Heiko Kosel angesprochen hat, Hannes Wilhelm Kell, mit dieser Angelegenheit haben wir uns beschäftigt. Wir warten auf Antwort von Herrn Kell bereits seit mehreren Jahren. Wir können gern weiterhin mit ihm sprechen. Er soll sich doch gern nochmal an uns wenden. Das ging um die Mitgliedschaft im Regionalverband. Und das andere, Heiko, sag mir nochmal ein kurzes Thema. Ja, die Zahl der Mitglieder. Ja, am Ende können wir über Zahlen immer sprechen. Der Unterschied ist, wir sind keine Volksvertretung. Wir müssen uns nicht in die Parallelität stellen zu den wohl 60.000 Sorben. Wenn ich ein Parlament wähle, geht es am Ende auch nicht um diese Frage. Niemand wird sagen, ihr habt nur 8.000 oder ihr habt 8.000 Wähler. Ja, ob das akzeptiert wird, ist eine Frage und die ist qualitativ. Ja, was die Mitgliedschaft der Domowina angeht, solche Fälle gibt es. Ich freue mich sehr, dass du in 5 Vereinen Mitglied bist. In deinem Fall bist du auch in 2 Regionalvertretungen Mitglied, in der Niederlausitz und in Bautzen. Ja, das ist ein besonderer Fall. Meist sind die Menschen nur im Territorium eines Regionalverbandes und wenn ich dann schaue, sind es 5.000. Wir können natürlich dann am Ende schauen, ob es 5.000 oder 7.000 sind. Das sind sekundäre Fragen. Wir sind keine Volksvertretung, aber wir haben eine große Basis. Wir haben über 200 Einheiten. Was die Subsidiarität und den Parlamentarismus angeht, ja, in Deutschland gibt es Systeme der Kooperation und diese wird definiert nach ihren Wählern. Und dort haben wir territoriale Kooperation, das sind Gemeinden, Länder oder der Staat. Wir müssten definieren, in welchem Territorium wer berechtigt ist, das Parlament zu wählen. Das wären in der Lausitz sehr viele, in Crostwitz sehr viele Sorben, in sorbischen Gegenden vielleicht wohl eher wenige Sorben gegenüber anderen. Die Alternative wäre eine Kooperation nach Persönlichkeiten, zum Beispiel die Kirchen. Dort kann man klar auf die Person sich ausrichten. Und dort ist das Bekenntnis die Frage und der Staat darf es nicht prüfen. Wie sollte er prüfen, wer das Parlament wählen darf und wer nicht? Und für wen gilt das, was das Parlament beschließt? Und nun komme ich zu Hannes K. Könnte man nicht einen Teil des Bundesvorstandes frei wählen? Eine interessante Idee. Darauf kann ich nicht antworten. Die Idee gefällt mir und die nehme ich gerne mit. Ich würde auch noch ganz kurz zu dem Thema was sagen, zu den Zahlen vielleicht. Also natürlich, niemand weiß, diese 60.000, die wird ja immer wieder kolportiert, 60.000 Sorbinnen gäbe es. Das sind Zahlen, die sind vollkommene Fantasie. Belastbar sind andere Zahlen, 15.000 bis 20.000 Menschen, die die Sprache beherrschen. Oder 150.000 bis 200.000 Menschen, die sagen, ja, ich habe in der Familie sorbische Vorfahren. Oder ich bekenne mich dazu irgendwie auf irgendeine Weise in der Lausitz, im Lausitz-Monitor. Und irgendwo dazwischen liegen wir. Manche dehnen die Zahl sogar noch weiter aus, auf das ganze ostelbische Gebiet. Kann man so sehen, wie man will. Aber ich denke, wenn es um Zahlen geht, dann sollten wir doch einfach auch den Eindruck vermitteln, es gibt Interesse an Demokratie. Es gibt gestiegenes Interesse an solchen Wahlen. Und wir haben ja bei der ersten Wahl zum Sejm gesehen, dass plötzlich Leute aufgetaucht sind, die vorher nirgendwo eine Rolle gespielt haben. Also scheinbar gibt es auch freie Kräfte, die bisher nirgendwo wirken können. Und deswegen sage ich es nochmal, für diese Wahl, die dieses Jahr stattfindet, wäre die Unterstützung der etablierten Strukturen sehr wichtig, um einfach nach außen zu zeigen, es gibt hier mehr Interesse und wir wollen was langfristig auch verändern. Wir wollen die Chancen ergreifen. Zu der, was war die zweite Sache? Das muss ich auch mal kurz nachfragen. Mit den okay, ja. Es geht um die Zahlen und um die Kooperation. Die
das mit dem Bundesvorstand, ob die Hälfte frei gewählt werden kann, da möchte ich auch eine weitere negative Erinnerung preisgeben. Wir haben uns ja letztes Jahr hier bei der Domowina der Wahl gestellt zum Stiftungsrat für die Vertreter, die dort entsandt werden. Und ich muss sagen, das hat mich relativ stark entsetzt, weil dort eine halbe Stunde vor der Abstimmung nochmal die Wahlordnung geändert wurde und dann doch auf merkwürdige Weise das zustande gekommen ist. Ich kann mich nicht beschweren, ich habe 5 Stimmen bekommen, mehr waren es eben nicht. Das kann man auch so sehen, aber ich finde auf dem Vereinsrecht basierende Wahlen einfach von der Qualität her begrenzt. Und dass dann ein Bundesvorstand, der halb-halb gewählt wird, ich weiß gar nicht, ob das rechtlich überhaupt möglich wäre nach dem Vereinsrecht, dann als Parlament fungiert, das würde ich jetzt nicht so toll finden, verglichen vor allem mit dem, was wir schon haben und was wir schon ausgearbeitet haben. Das können dann die Mitglieder des Bundesvorstandes mit rechtlicher Kompetenz prüfen. Die gibt es. Sie haben sich gemeldet. Dobry wieczór, bisher noch nicht so oft passiert. Rainer Guten Vogel, Abend. Zwickauer. Ich nehme 2 Dinge mit oder eine Sache mit, jetzt für mich ganz wichtig, nämlich das, was der Domowina-Vorsitzende, Herr David Stadnik, gesagt hat. Wir sollten miteinander reden, was auch Hagen Domasche gesagt hat. Und das ist das, was ich heute hier erwartet habe, weil seit geraumer Zeit verfolge ich auch den SRSG Sejm. Und ich bin Mitglied der Domowina und ich bin aber auch ein Unterstützer des SRSG Sejm mit dem Hintergrund, dass ich über 10 Jahre hinweg auf der Kreisebene Kreistagsabgeordneter war und Fraktionsvorsitzender und gerade deswegen auch sage, wir brauchen eine öffentlich-rechtliche Vertretung und den Verein unbedingt, aber das genügt eben nicht. Die zweite kurze Anmerkung, ich weiß jetzt, wo ich gewesen bin, und zwar aufgrund der Diskussion, die Ausführungen, die ja stattgefunden haben. Als ich nämlich hierher gekommen bin, wusste ich zwar, ich will ins Vis-à-vis in Hoyerswerda, ist mir alles nicht unbekannt, aber draußen habe ich dann zu jemandem gesagt, ich habe den Eindruck, hier die Sorbenwennen verstecken sich. Und das habe ich auch immer. Weil da ist nichts zu sehen, was heute hier stattfindet. Also bitte als Hinweis für die nächste Runde, das dürfte ja wohl möglich von Erkennung her auch möglich sein. Danke. Danke sehr. Eine weitere Frage jetzt online von meinem Vorvorgänger bei der Serbska Novina. Warum gelingt es nicht sofort, einen sachlichen Dialog zwischen Domowina und den Serbski Sejm zu beginnen? Wer möchte darauf antworten? Vielleicht auch jemand aus dem Publikum. Wir machen eine große Runde. Ich denke schon, dass David Stadnik vielleicht was dazu sagen sollte. Wir haben bereits den ganzen Abend einen sachlichen Dialog. Hier ist nichts unsachlich ausgesagt worden. Nicht von Hagen, nicht von Matto und auch nicht von mir. Also gelingt es voraussichtlich. Das ist dann die Antwort. Das ist gut. Freue ich mich drauf. Wir werden sehen. Sie haben angemerkt, es geht um ein Projekt für 20 Jahre insgesamt. Das sieht auch die Landeszentrale für politische Bildung so, dass die sorbische Debatte eine lange Perspektive hat, was die Themen angeht. Und Da würde ich gerne lassen noch mal wir uns einhaken überraschen. und wirklich auch nochmal einen herzlichen Dank an die Landeszentrale richten, weil wir haben wirklich lange überlegt, wo können wir diese Veranstaltungen hier haben, wer kann das durchführen, wer hat die Möglichkeiten, wer ist unabhängig dazu, wer hat die Reputation auch einzuladen. Und ich muss sagen, jetzt rückblickend auf die 4 Veranstaltungen, dass das wirklich, glaube ich, sehr gut funktioniert hat und sehr gut besucht war. Und ich würde mich freuen, wenn es weitergeht.
So, ich schaue noch ins Publikum. Bitte, Clemens Škoda, Referent der Domovina. Ich bin leider auch etwas heiser. Ich möchte helfen, einige Dinge klarzustellen. Wir reden immer über das Jahr 1912, als die Domovina gegründet worden ist. Und darauf hat mich jetzt ein Student in Leipzig gezeigt, dass das schon etliche Jahre zuvor begann mit der Matica Serbska auf anderer Ebene. Und so können wir praktisch über die 4. Phase sprechen. Vorkriegszeit, Kriegszeit, dann die DDR-Zeit und jetzt. Welche Wunden hat denn die Domovina hinterlassen? Dann gab es die neue Zeit. Hagen Domaschka hat unlängst mit Herrn Dörlich gesprochen. Fast alle Mitglieder des Sejms sind auch Mitglied der Domovina und heben dies hervor. Deshalb frage ich, weshalb werden Begriffe verwendet? Ich möchte nicht sagen, dass das absichtlich ist, dass die Domovina ein Kulturverein ist. Ist dieser Begriff absichtlich gewählt? Denn dann erwarte ich nicht, dass diese Diskussion auf einer ehrlichen Basis passiert. Domovina ist viel mehr. Ich sehe dies in der Praxis. Die Domovina delegiert in 90 Gremien, organisiert Lobbyarbeit. Das ist die erste Frage an Herrn Domaschka, denn wenn wir wollen, dass der Dialog fachlich ist und sachlich ist, dann müssen wir die Domovina anerkennen. Dann möchte ich feststellen, dass der Vorschlag von Hannes K., David, du darfst gern korrigieren, dass er das bereits vorgeschlagen hat. Denn diesen hast du bereits öffentlich dem CEMIC vorgeschlagen. Solange die Mitarbeit in dem Bundesvorstand noch nicht geregelt ist. Bitte korrigiere mich, wenn dies nicht richtig ist. Doch ich glaube, dies ist von Seiten der Domovina gekommen. Ich weiß, dass David Stadnik verantwortlich für 18 Vereine spricht. Wir sehen uns als Dach, als etwas Verbindendes. Und das ist mehr als ein Verein, dieser Verband. Und wenn der Serbski Sejm das anerkennt, dann wird es eine Ebene geben. Dann gibt es auch in der öffentlichen Vertretung den Respekt gegenüber der Domovina. Eine klare Frage, ich sehe dies in der Praxis. Was wird der Serbski Sejm, der neu gewählt wird? Das wird ein Gremium, etwa 20 Leute. Was ist die Basis? Die Domovina ist ein sich bewegender Organismus. Ja, uns wurde gesagt, wir sind Folklore, wir sind ein Kulturverein. Das ist nicht optimal. Wir müssen uns sicher sein, dass die Form der Folklore da ist. Das sind natürlich traditionelle Formen. Es geht darum, sprachliche Räume zu bilden und Akteure zusammenzuführen. Gerne auch andere Gruppen wie Poetry Slam. Wenn wir von unserer Habitation sprechen, müssen wir über den Respekt darüber sprechen. Und die zweite Frage an Herrn Domaschke: Wie soll dieser Organismus Sejm ohne Basis funktionieren? Ich konstruiere. Es kommt eine Anfrage aus dem Ausland. Wir interessieren uns für die sorbische Kultur. Können Sie uns eine Kulturgruppe schicken? Der Sejm wird wohl anonym gewählt. Die Listen werden vernichtet. Es ist wohl eine Kapsel im Volk. Ganz anders als bei den Wahlen für die Kommunen. Die Masse ist wohl sehr anonym. Der SMWK sucht für dieses und jenes Gremium einen Vertreter. Bitte schicken Sie uns jemanden. Wie soll dies in der Praxis funktionieren?
Das Instrument der Anonymisierung ist in Deutschland ein schützendes Element, dass wir niemals auf irgendwelchen staatlichen Listen stehen und man uns dann sagt, hier schaut mal, das ist die Sorbenliste. Du hast dich direkt an Herrn Domasch gewendet und er wird antworten. Vielleicht mal fange ich mit dem ersten an, mit dem gegenseitigen Respekt. Also ich habe es heute, glaube ich, mehrfach gesagt, der Respekt ist da. Das Erkennen, was die Domowina leistet, ist auch da und was geleistet wurde, ist auch da. Aber vielleicht muss man zwei Dinge beachten. Das eine ist die Perspektive, auf die man auf das Ganze blickt. Und da fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter. Ich bin hier groß geworden in einer assimilierten Familie und ich habe mir meine Identität mühsam wieder zurückerarbeiten müssen. Ich habe mit Ende 30 angefangen, Sprachkurse zu besuchen und bin noch bei Weitem nicht da und komme wahrscheinlich auch nie dahin, dass ich so eine Diskussion heute hier auf Sorbisch führen kann. Das heißt, wenn ich drauf gucke und wenn ich dann noch beachte, was ich hier in der Umgebung als Jugendlicher an Landschaftszerstörung wegen der Braunkohle gesehen habe, die 130 abgebaggerten Dörfer, wenn ich dann sehe, dass wir heute, 34 Jahre nach der Wende, über zu wenige Lehrer klagen müssen und viele andere Dinge, dann finde ich so viel, was nicht in Ordnung ist, dann kann ich nicht zufrieden sein. Und dann werfe ich das zwar nicht der Domowina vor, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, offenbar hat irgendwas nicht gereicht. Seit 1990 zumindest, wenn wir das davor mal ausklammern. Und wir mit dem SAME bieten eine Utopie an, um das langfristig zu verbessern. Vielleicht auch mittelfristig schon. Ein bisschen was haben wir ja auch schon geschafft. Wir haben die Debatte zum Beispiel erreicht. Und die zweite Sache, die man beachten muss, ist, dass, wenn man sich anguckt, wer in der Initiative engagiert war, das waren ja am Anfang sehr viele Leute, dann ist es ein bisschen kleiner geworden, dann sind neue Leute aufgetaucht. Natürlich sind da sehr viele gewesen, die, so wie ich, unzufrieden mit der jetzigen Situation waren. Und natürlich herrschte da auch bei vielen eine gewisse Frustration, was man auch an manchen Wortmeldungen eben gemerkt hat. Zumal wir ja hier der Underdog sind. Wir haben 0 Euro zur Verfügung. Wir haben keine Stellen. Wir machen das komplett im Ehrenamt und das seit denen, die angefangen haben, seit 15 Jahren. Und das heißt, es gibt da eine gewisse Schieflage in der gegenseitigen Betrachtung. Wenn wir jetzt auf Augenhöhe miteinander reden, muss man wissen, dass die Domowina über einen professionellen Apparat verfügt und über riesige Ressourcen und wir nicht. Und dass man dann vielleicht manche vielleicht die Geduld verlieren und vielleicht nicht immer den richtigen Ton treffen, das kann passieren. Ich würde mir wünschen, dass das nicht der Fall ist und für die Zukunft auf jeden Fall in dem Ton weitergeht, den wir heute hier haben. Dann die Frage mit dem, wie soll das SEM eigentlich funktionieren? Das ist ja eigentlich gar nicht so neu. Wir kopieren erstmal auch die Wahl des Sorbenrates in Brandenburg. Und da geht es am Ende fast um die ähnliche Basis wie bei der Domowina, denn wir fragen Vereine und Gruppen, die sich nachweislich für sorbische Interessen engagieren, Kandidaten zur Wahl zu schicken. Das heißt, jeder Mensch, der in den 10 gewählt wird, der hat einen ganz klaren Hintergrund. Der ist dort delegiert. Das ist zwar eine Personenwahl, aber hinter diesem Mensch steht eine Gruppe. Das kann die Gesangsgruppe in Sökomerow sein. Das kann eine Parteigruppierung sein, wie meine bei den Grünen. Das kann ein Verein sein, ein Trachtenverein und alle anderen Formen der sorbischen Vertretung. Und die stehen hinter den Abgeordneten. Anonym ist an der Wahl nur die Wählerseite. Das wird vernichtet, das ist korrekt. Das Wählerverzeichnis wurde vernichtet und natürlich darf es, bisher ist das zumindest der Konsens, in unserem Staat keine Listen geben, wer Sorbe ist und wer nicht, so wie es keine Listen geben darf, wer Jude ist und wer nicht, aus guten Gründen. Ob das vielleicht sich später nochmal ändert, ob wir vielleicht sagen als Sorben, wir vertrauen jetzt dem Staat so weit, dass wir das zulassen und damit auch eine erleichterte Wahlmöglichkeit oder besser kontrollierbare Wahlmöglichkeit schaffen. Das ist ein Thema für die Zukunft. Im Moment brauchen wir das nicht. Die Sorbenratswahl in Brandenburg funktioniert genauso. Diese Fragen sind längst gelöst und so können wir das auch für den SEM machen. Und wenn jemand aus dem Ausland eine Kulturgruppe sucht, dann würden wir zur Domowina gehen und sagen, wenn wir nicht selbst zufällig jetzt eine Idee haben, ihr könnt da bestimmt was machen. Das ist doch euer Ding.
sucht mal jemanden raus. Und wenn jemand von der sächsischen Staatsregierung kommt und eine grundsätzliche politische Frage verhandeln will, dann, also im Moment hätten wir dazu auf jeden Fall eine klare Meinung. Das können wir im Sejm selbst abbilden. Und wie der Sejm arbeitet, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen. Es ist eine sehr moderne Variante dort ausprobiert worden, nämlich das Konsensprinzip. Also dort können nicht irgendwelche Einzelmeinungen ohne weiteres überhand nehmen. Es können auch nicht kleinere Gruppen ohne weiteres überstimmt werden, sondern es gibt dort ein Vetorecht. Das heißt, erst wenn alle einverstanden sind oder niemand mehr was dagegen hat, um präzise zu sein, dann ist der Beschluss gefasst. Das gilt aber nicht ewig, weil man kann sowas auch blockieren, sondern in der dritten Verhandlungsrunde gibt es dann auch die Möglichkeit für Mehrheitsentscheidungen. Hat sich bis jetzt sehr bewährt. Die Parität zwischen Niedersorben und Obersorben hat sich auch bewährt. Und ich denke, das sind Sachen, die wir auch so beibehalten können. Und Interessierte können jederzeit zu den Sitzungen kommen. Die sind öffentlich. Alle Protokolle sind online einsehbar, alle Beschlüsse. Was ich mir bei der Domowina zum Beispiel auch wünschen würde, was ich im Moment so nicht sehe. Manche mussten zum Verwaltungsgericht, um sich Protokolle aushändigen zu lassen. Gut, vielleicht habe ich nicht richtig gesucht, aber also diese Transparenz soll natürlich auch weiter bestehen. Und vielleicht noch als letzten Hinweis, der Sejm wird jetzt erneuert. Also die Menschen, die da saßen, vielleicht treten sie gar nicht mehr an. Wenn sie wieder antreten und wieder gewählt werden, dann sind sie wieder drin. Ansonsten kommen jetzt neue Menschen dazu. Ich werde selbst auch kandidieren und ich werde dort auch das, was ich heute hier gesagt habe, wenn ich gewählt werde, natürlich drin vertreten. Und ich rufe alle anderen auch auf zu kandidieren. Wir nähern uns dem Finale. Etwa 10 Minuten haben wir noch. Wer möchte aus dem Publikum noch sprechen? Sonst bitte ich jetzt die Herren auf dem Podium, ganz kurz zusammenzufassen, welche Erkenntnisse für Sie die wichtigsten sind aus dem heutigen Abend für die Zukunft. Gern auch über die ganze sorbische Debatte. Manche von Ihnen waren ja auch bei jeder Debatte dabei. David Statnik kann natürlich auch darauf hinweisen, dass auch im Bundesvorstand das Prinzip des Konsens stark ist. Ja, dann würde ich gern mit Mato beginnen. Ich möchte nur sagen, wir sollten die Rolle der sorbischen Sprache nicht vergessen. Das ist für mich der Ausdruck der Identität. Meine Kinder sprechen Sorbisch und deshalb sagen sie, ich bin Sorbe. Das ist für sie das Wichtigste, weshalb sie sich als Sorben in der deutschen Umgegend, die komplett deutsch ist, wohlfühlen. Und sie sagen, ich bin Sorbe, da ich Sorbisch spreche. Ich akzeptiere auch, wenn ein Deutscher sagt, ich bekenne mich als Sorbe. Ich spüre jedoch, dass das verloren geht in der Niederlausitz, ganz klar, wenn die Sprache nicht weitergegeben wird. Deshalb, das muss unser Schwerpunkt sein, dass wir unsere Sprache erhalten. So, deine Erkenntnisse für den heutigen Abend. Du warst an allen Debatten anwesend. Hast du eine kurze Konklusion? Wir können miteinander reden, wenn der richtige Rahmen dafür geschaffen ist. Das ist neu. Das würde ich mir wünschen, dass es weitergeht. Wir haben riesige Probleme, vor allem aus der evangelisch-sorbischen Perspektive. Also das ist jetzt nicht neu heute Abend, das würde ich noch mal wiederholen. Und ich finde, wir sollten versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, auch neue Möglichkeiten ausprobieren, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Und wir haben eine professionelle Struktur bereits etabliert oder mehrere Strukturen, die auch Kraft haben, das zu unterstützen. Und ich wünsche mir, dass die diesjährige Wahl zum zweiten Sejm erfolgreich ist.
meine Gedanken. Ich stelle fest, dass es in den Sorben möglich ist, über verschiedene Dinge sprechen kann. Wir müssen uns vergegenwärtigen, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, was sind die Wünsche und was ist rechtlich in Deutschland möglich und was nicht. Das Zweite ist, ja, die Situation in den Sorben ist sehr angespannt. Würde ich das vergleichen mit dem Bild, dass jemand im Wasser schwimmt? Wenn er beginnt unterzugehen, besteht nicht die Frage, ob er auf dem Bauch oder Rücken schwimmt, sondern darum, dass er schwimmt. Das ist wichtig. Wir müssen uns vergegenwärtigen, die Diskussionen sind alle sehr fein. Das sind Dinge, die uns täglich beschäftigen. Jedoch die wirkliche sorbische Frage ist entscheidend und wichtig. Mattos Frage oder Aussage ist wichtig. Dies ist die Existenz des Sorbentums. Und ich würde mir wünschen, falls die Landeszentrale diese Reihe weiterführen möchte, wir müssen uns die Frage stellen, was sind die wirklichen sorbischen Themen. Wir haben große Herausforderungen, was die Sprache angeht. Das sind nicht nur Schuld der Sorben, das ist grundsätzlich. Was passiert politisch drumherum? Was passiert bei unseren Jugendlichen? Rechtsextremismus, der in unserer Gesellschaft und auch andere Formen, die ansteigen in unserer Gesellschaft, ist die Frage, wo ist die Perspektive der Sorben, wohin wollen wir gehen? Und ich kann dem Mate beistimmen. Sorbische Sprache und Inhalte, darüber müssen wir sprechen. Alles andere, die Konstruktion ist sekundär, die passiert. Dort müssen wir jedoch auf rechtliche Form achten und wir müssen sehr realistisch bleiben. Wir haben zwei Herausforderungen. Sehr niedrige Ressourcen, was die Bevölkerung angeht. Und zweitens, das Wichtigste ist, in die Öffentlichkeit darf das sorbische Volk sich nicht spalten. Wir diskutieren gern, aber mit einer Stimme sprechen. Letztendlich werden die politischen Ergebnisse nicht mehr so gut sein wie bisher. Einige Dinge konnten wir bisher sehr gut erreichen. Ich danke sehr. Ich darf mich bedanken bei den sorbischen Medien, welche die Veranstaltung begleitet haben, vor allem dem sorbischen Rundfunk. Heute ist Jakub Vocer wieder da und er wird darüber berichten. Ich danke auch meinen Kollegen, den Moderatoren weiterer Veranstaltungen, Axel Arlt und Milen Karetschke, welche heute simultan übersetzt hat. Und im Hinblick darauf, dass wir uns alle darüber einig sind, dass unsere Sprache das Wichtigste ist, danke ich auch der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, dass von Anfang an Konsens bestand, dass die sorbische Debatte auch sprachlich in erster Linie eine sorbische Debatte ist und entgegen allen anderen Veranstaltungen der Landeszentrale auch die Moderation sorbisch ist. Wir sind als sorbische Journalisten für die Tageszeitung, dass wir vor allen Dingen für die Moderation verantwortlich waren. Ich danke dem Sorbischen Institut für die Moderation der Debatte um die Indigenität. Wir haben unser Ziel erreicht. Ist die Frage, welches Ziel hatten wir? Gern wird der Fernsehjournalist und Moderator der Tagesthemen Hans-Joachim Friedrichs zitiert. Wörtlich hat er dies zwar wohl nie gesagt, trotzdem gefällt mir dieser Spruch. Unsere Aufgabe ist es, das sorbische Volk kommunikativ zu verbinden, aber nicht zu agitieren. Wir sind alles freie Menschen in einem freien Land.
Wenn solch ein Geist der Freiheit an den Abenden in der sorbischen Debatte zu spüren war, haben wir unser Ziel erreicht. Mehr wollen wir nicht. Deshalb habe ich auch nicht das letzte Wort. Deshalb bitte ich, dass alle Veranstalter der sorbischen Debatte, dass wir uns von ihnen verabschieden. Ich bitte Jan Buddha, den Direktor der Stiftung für das sorbische Volk, um ein kurzes Wort. Ja, ich möchte dies ganz kurz tun. Ich habe sehr gern mit der Stiftung diese Reihe unterstützt als Kooperationspartner, vor allen Dingen für die Simultantechnik und für den Livestream. Für uns war wichtig, dass, wenn solch eine Debatte passiert, dass es nicht nur zugänglich ist für die, die vor Ort sind und für die, die sorbische Sprache verstehen. Das ist bereits das erste Kompliment für die Landeszentrale, dass sie sich auf dieses Experiment eingelassen hat, diese Debatte aus der Hand zu geben. Sie hat gesagt, das Thema muss jemand übernehmen, der mehr in den sorbischen Themen steckt. Da waren die Srpske-Noviny als inhaltlicher Partner optimal, und wenn die Debatte in sorbischer Sprache angeht, dann hat das auch geklappt. Vielen Dank, dass das geklappt hat mit dem Format in sorbischer Sprache mit sorbischen Themen. Eine weitere Erkenntnis war wirklich, dass es sehr erleichternd ist, wenn man in einer öffentlichen Debatte kontrovers diskutieren kann, ohne dass man gezwungen ist, wie in Gremien, dass man einen Konsens erreichen muss oder Abstimmungen. Hier stehen auch Meinungen gegeneinander und die können auch im Raum stehen bleiben. Das ist sehr erfrischend, dass man die Weite der Meinung erlebt. Und drittens ist mir sehr aufgefallen, dass es gewisse Informationen gibt, die in Anführungsstrichen wohl Insiderwissen sind, die manche Mitglieder von Gremien kennen oder Menschen, die vor 15, 20 Jahren über dieses Thema sprachen. Doch heute, wenn die neue Generation mit diesen Themen sich beschäftigt, muss man damit suchen. Das haben wir in den Debatten, in den Zwischenzeilen festgestellt. Da gibt es ein Konzept, darüber haben wir diskutiert. Ich denke, das war wichtig, dass wir diesen geschichtlichen Rahmen ermittelt haben. In 30 Jahren der Demokratie haben wir über viele Dinge uns den Kopf gemacht. Und es war wichtig, dass man diese zeitliche Spanne in dieser Debatte mitbekommen hat. Vielen Dank dem Publikum, den Menschen auf dem Podium und auch den Übersetzern. Einen schönen Abend noch. Und jetzt möchte ich gerne dem Veranstalter noch das Wort übergeben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren und verehrte Kollegen, die wir es zusammen organisiert haben, es ist jetzt so viel schon an positiven Dingen gesagt worden. Ich gehe sehr beeindruckt aus diesen 4 Veranstaltungen heraus. Zum einen, ich will nicht übertreiben, aber das ist für die Landeszentrale ein historischer Moment. Das haben wir in dieser Form noch nie im sorbischen Volk gemacht, und darum bin ich sehr dankbar, dass das gelungen ist, und danke allen, die mitgemacht haben auf den Podien, in der Moderation, in der Vorbereitung. Ich fand, wir waren ein tolles Trio. Wir haben sehr viel miteinander diskutiert, wie wir das da hinbekommen, und auch den Übersetzerinnen und den Technikern ein herzliches Dankeschön. Wir wollen weitermachen. Das fände ich jedenfalls ein sehr wichtiges Ziel. Wenn wir das wieder in den Wintermonaten hinbekämen, wäre das, glaube ich, ein sehr schöner Rhythmus. Und ich kann verstehen, dass weiter viele Fragen zur Debatte stehen. Was ich mitnehme von Ihnen allen auf den Podien im Publikum, ist eine tiefe Sorge um die Zukunft des sorbischen Volkes. Und ich gehe sehr beeindruckt, weil ich auch sehr viel Kompetenz sehe, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Engagement, ein großes Herz und auch aber einen großen Sachverstand für das, was sie umtreibt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und eine sehr, sehr wichtige Grundlage, dass sich auch etwas ändern kann. Und ich nehme mit, auch wenn eine Landeszentrale kein politisches Mandat hat, dass wir im politischen Dresden
stärker als bisher für die sorbische Sache werben müssen. In den Ministerien gibt es genug Referenten und so weiter und so fort, aber ich glaube, das Gefühl, das Bewusstsein, dass sich etwas nach vorne bewegen muss, das fällt leider oft hinten runter. Und ich glaube, da müssen wir alle miteinander aus Minderheit- und Mehrheitsgesellschaft miteinander uns anstrengen, dass diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung kommen. Nun wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Von Reich Ranitzky gibt es ja das schöne Wort, der Vorhang zu und viele Fragen offen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei nächster Gelegenheit, wenn es wieder um sorbische Themen geht. Dankeschön und auf Wiedersehen.